Und ein Pantimos. Ja, fehlt ihm noch der Flammenwurf. Aber ich hab den Schlitzer. Und Pantimos hat den Duplex-Hieb, wo er keinen Bock drauf habe. Und tschüss. Oh, verdammt. Physisch, das ist nicht gut. Aber egal. Beni hat viel zu viel Power. Ein Kadabra. Natürlich, das sind noch schnell sind das Viech. Oh, ich glaube, Kadabra ist schneller als Beni. Nö. Oder mich gerade ein bisschen. Alter, ein Schlitzer weg, gut. Kadabra, Simsla, die halten nichts aus in der Defense. Das ist leider so. Ich finde es auch unfassbar. Ich habe kein Level-Up gekriegt. Verdammter Mist. Ah, gut, runter. Oh. Hat die jetzt echt Geist-Pokémon dabei? War das echt so damals? Irgendwie ziemlich spooky. Okay, sie ist ziemlich spooky. Was mache ich jetzt dagegen? Gut, es ist Gift. Und es ist auch keine Schwebe. Haha, gibt's hier gar nicht. Das tut weh. Ja, so weh. Na, endlich mal Level Up. Ich wusste es. Ich wusste es nicht. So, er hatte keinen Level Up. Pikachu. Ah, Pikachu ist der nächste, gut. Nö, kein Problem, Robert. Ich habe diese Teleport-Dinger in der Regel, also im Griff natürlich übertrieben, aber wenn man halt da so eine gewisse Strategie hat und weiß, gehen wir nach oben, nach unten, dann hat man es relativ schnell raus, ohne sich halt großartig verwirren zu lassen. Oh, ein Lamus, perfekt. Donnerblitz. Das wird wehtun. Jo, aber gesagt. Aber das hier nach umso mehr. Ah! Du raussagen. Wenn ich an einer Stelle wäre, wie sieht es mit Domi aus? Er freut sich auf Action, Robert. Er sowieso, Tim. Ist und bleibt cool. Xion. Er schwimmt allen davon. Woher kann ich jetzt gerade? Verdammt, woher kann ich jetzt? Jo, gut. Dann jetzt nach oben. Nachher nach unten, gut. Sabrina ist jünger als ich, trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Ja, das war früher noch so, Jüngere mit Eltern und so weiter, die hatten immer gegenseitig Respekt. Naja, das ist mit früher und so weiter. Natürlich heute auch noch so. Manchmal. Ganz kurz und dann noch anpassen. So, jetzt passt es wieder. Vielleicht eher so. Hier kommt. Statt Ballitscher gibt es nachher natürlich noch. Diese Attacke schon wieder. Schädelwumme, genau. Ist das eigentlich Rutenschlag, nicht irgendwie Schutzschild? Stimmt, Schutzschild gab es gar nicht. Moment mal. Wow. 34 KP. Hydropumpe fehlt noch, genau. Xion soll noch Hydropumpe lernen. Weil ich halt finde, dass so ein Turtok mit Hydropumpe eigentlich eines das vom geilsten ist, was es gibt. Also das Wasser aus der Kanone geschossen kommen, ist doch viel geiler als wenn irgendwie so ein Lapras, ein anderes Wasser-Pokémon so. Hydropumpe, geil. Da kann doch ein Turtok viel geiler. Ich habe sogar ursprünglich halt geplant, dass Hydropumpe echt exklusiv ein Turtok-Move ist. War, denke ich mal, so geplant, aber dann
Ja, halt irgendwie damals noch stärkst Wasserattacke und so weiter, dachte man sich so, nee, da kann ich irgendwie Turtok exklusiv lassen, das geht nicht. Oh, es legt aber richtig los hier. Das gefällt mir nicht. Ist zwar kein Nuzlocke, trotzdem. Aufgepasst! Und nochmal 34 HP weg. Du. Ja, Mann, so gefällt mir das. Vor allem Surf mit 2 Wasserfontänen, ist klar. Oh, Menno! Paralysiert. Natürlich. Zieht den Kampf dann noch weiter in die Länge. Strategie kenne meinen Wohnsitz nicht, was? Schon wieder heilen. Ich will, dass Xion die Punkte kriegt. Da bin ich stur und jetzt schlafe ich noch ein. Nein, das darf nicht sein. Ich muss weinen. Mir fallen keine Sprüche mehr ein. Eisstrahl. Oh, Menno! Auf Nachtnebel. Das Vieh geht mir auf den Sack. Xion hasst mich. Habt ihr schon mal so ein nerviges Alpolo gesehen? Ich glaube nicht. Vor allem, ich bin seit über 5 Runden verwirrt. Das kann einfach nicht angehen. Na danke, Spiel! Alter, leg mich am Arsch. Xion 37. Nein, mal. Ich bin nicht gut genug. Jo, weiß ich. Nicht mein Problem. Dann mal Tomi. Dann können wir einen Grober wieder mal. Nach unten war wohl dich gut. Und da kommt schon die nächste alte Schachtel. Unsere Pokémon sollen kämpfen. Nö. Das will ich nicht. Der Sprite von Apollo ist so geil. Ja, Chaos, ist nicht ganz unrecht. Das ist sicher geiler als Domis Backsprite. Wow! Das sind relativ viele ab. Und nur 33 HP weg. Ja, vor allem Nachtnebel bei einem Level 100er Pokémon kann doch mal relativ wehtun. Hi Jonas! Willkommen im Livestream. Zum Live-Let's Play. Vom Pokémon Gelb. Und da setzt er wieder diesen doofen Nachtnebel ein. Der tut ja so weh. Er tritt mir ständig auf den Zeh. Und noch ein Alpolo. Alpolo. Tschüss. Alpolo. Und hasta la vista, Baby. Oder auch nicht. Ja, leck mich am Arsch. Dieser verdammte Kopffußstrahl. Domi ist verwirrt. Wieso bist du verwirrt, Domi? Wir sind doch Freunde. Seht ihr, Domi weiß wahre Freundschaft zu schätzen. Kunststücke muss er ständig darauf warten, dass er mal endlich mal gefangen wird. Hashtag Domi for Fly. Ah ne, heute wäre es Domi for Boss, wa? Und bei Sulsil wäre es halt Domi for Chef, aber ist ein anderes Thema. Also Domi eigentlich ein Level habe ich schon gehabt. Jo. Robert. Ob Psykräfte Angst? Nö. Angst wirklich nicht. Und die Alpol sind ein bisschen nervig. Der Psycho-Heini will fighten. Kadabra. Robert. Finale. Oh. Ja.
Genesung in der ersten Runde einsetzen ist immer eine kluge Idee. Ich glaube, Robert könnte hier zur geheimen Waffe werden, ganz ehrlich. Der macht so viel Damage mit Body Slam. Und vor allem der Abracadabra, Simslam machen doch, oder, ja schon, die machen viel Damage, natürlich kein Problem, aber sie halten nicht viel aus. Amnesie, das bringt bei dir anderen sehr viel. Da bringt Robert echt mal noch Erdbeben bei. Dann haben wir auch ein bisschen was für die nervigen Gesteins-Pokémon, die Robert halt sonst überhaupt nichts machen kann. Trotzdem gut die Hälfte. Oh. Und noch ein Body Slam. Ja, aber trotzdem tut es langsam weh. Oh. Panthemos, Panthemos, Panthemos. Das war's. Und ein Kadabra. Ja, so ist es doch richtig cool. Ich glaube es nicht, ich hab verloren. Ja, glaub's ruhig. Wenn wir schon mal dabei sind, und gerade vorhin erwähnt hatte, hab's du doch nicht dabei, ich Trottel. Ich wollte ihm gerade Erdbeben beibringen. Ja, super. Okay, weil sie die Trainer besiegt haben. Was ist das für eine doofe Erklärung. So. Waren jetzt schon bei allen Trainern. Ich bezweifle es ein bisschen. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Nee, mindestens eine fehlt noch. Korrektur, sogar 2 fehlen noch. Gut, der will auch nicht. Gehen wir nach unten. Da waren wir auch schon. Hä? Aber doch schon alle? Ah, das ist Sabrina. Entschuldigung, ich hatte gerade... Ups, nur Sabrina war. Jo, wir haben alle durch, Freunde. Okay, dann mal ganz kurz Team durchheilen. Oh, das könnte wohl witzig werden jetzt. Ich mache sehr selten noch einen bei Pikachu. Ich glaube zwar nicht, dass es einsetzen muss, aber gut. Okay, Robert macht die Vorhut. Das ist eine kluge Idee. Nehmen wir mal ganz kurz. Eigentlich müssen Team machen, wa? Aber ganz ehrlich, da kommt zuerst ein Abra. Hallo, was wird Robert locker schaffen? 3000 Erfahrungspunkte, leck mich am Arsch. Die brauchen alle noch so viel. Das Problem ist, Tim hat eigentlich nichts für Psycho-Pokémon. Nö. Pikachu bringen will ich auch nicht. Gut, mal ganz kurz speichern, Freunde. Und dann beginnt der Fight gegen Sabrina. Was? Es gibt einen Feuer Rot. Ich bekämpfe also eine Hexe, verdammt nervig. Ja gut, Steven, das mag zwar sein, aber andererseits natürlich auch ziemlich fies, weil du so ja, praktisch unendlich leveln kannst, also trainieren kannst. Eine Mission hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche Psychokinese, seit ich ein Kind gewesen bin. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Oh mein Gott, es ist Sabrina! Total verhext! Ach nee, ist eine andere. Mit einer Dompteur-Peitsche? Was hatten die für einen Fetisch? X-Abwehr! Okay, da bringt er doch relativ wenig. Ah nee, stimmt, das ist der Verteidigung. Ups! Ist ja clever. Wow, trotzdem nichts gebracht, Alter. Robert, der Power! Der Robert macht das schon, da ist kein Problem.
So nur mache ich Finale. Alter, ist die doof. Jetzt kannst du mal Erholung machen. Bringt nix und tschüss. Alter, 13 Level tiefer und ich hau die weg wie sonst nix. Simsala. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Oh, Steven, ey. Er kann auch Level verbiegen. Es reicht langsam. So, der Spitz nimmt zu, wollte eigentlich vorher schon machen. Muss ich echt noch mit Finale kommen? Hallo? Ich mach einfach mal, wa? Finale! Jo, zwar keine Erfahrungspunkte gekriegt, aber es ist weg. Ich bin erschüttert, der Verloren ist verloren. Wie kann eigentlich ein Relaxo-Finale einsetzen? Dann sieht sie einen Befehlen folgen. Steiger-Pokémon können sie dich widersetzen, deine Befehle ignorieren. Wenn du unter Kontrolle hast. Was waren noch diese Themen von mir? S40 ist Psywelle. Sie macht es übernatürliche Strömungen zunutze. Dieses Teil kann es nicht brauchen. Wieder so zurück. Ja, danke schön, liebes Spiel. So, jetzt hier die Wege noch raus, wenn ich wüsste. Alter Robert, hey, die One-Man-Show. So wird ein Schuh draus. Ein Mann und sein Relaxo kämpfen gegen das Unrecht. Jo, nice, Robert, hat's alleine geschafft. Das gibt's doch einfach nicht. So, Fuchsania City. Ich würde sagen, nochmal ganz kurz halt das Minispiel machen. Und dann geht's ab zu den Seeschauminseln. Mal gucken, was brauche ich alles da. Wir brauchen noch ein Pokémon mit Stärke und so weiter. Glaube ich eher weniger, aber. Weil ich glaube, kann die Seeschauminsel noch von hier aus sowieso nicht erreichen. Mal ganz kurz gucken. Ich muss erstmal etwas ablegen. Und zwei Themen von Sabrina, die überhaupt nichts bringt. Dann, wo haben wir Erdbeben? Erdbeben, Erdbeben. Wo ist die verdammte Erdbeben? Wo ist Erdbeben? Na, hier. Ne. Ja, so sicher nicht. So, schon näher. Sie enthält Erdbeben, ja, bring es Robert bei. Kann man gucken, Glumanda, also sprich Benny, können es auch lernen, aber der kriegt nachher noch Drachenwut und Flammenwurf, dann reicht das. Xion, der war das sowieso nicht. Finale! Oh! Amnesie sagt gut von den Spitzen erhöhen, wa? Gut, weil es halt vor allem für die Spitz-Defense, aber generell braucht das bei Robert nicht. Der soll vor allem sich halt erholen mit Body Slam, First Priorität, Erdbeben vor allem für Gesteins-Pokémon, weil ich die sonst natürlich auch für Geister. Sowieso, weil Geister hier immer in der Kombination Geist-Gift auftreten, sprich Erdbeben ist immer effektiv. Mit Body Slam, Normalattacke trefft die ja sowieso nie. Das sind vor allem für die zwei Typen und sind nur aber noch Finale. Was sowieso alles weghaut. Jo, passt. Machen wir so. Wen nehme ich jetzt mit und wen nicht? Tim ist schnell 38, aber der levelt relativ schnell. Wobei er natürlich vielleicht auch so Tentox unterwegs. Nee, der levelt echt relativ schnell. Lass mal Tim zurück.
Und dafür halt wieder Kai mit, genau. Kai ist logisch, muss noch trainiert werden. Der ist aktuell ein bisschen schwach auf der Brust. So. Passt doch eigentlich ganz gut, aber soweit auch war. So. Beim Xion war er sowieso zum Surfen, aber das dürfte eigentlich nicht nötig sein.